Schönen Abend allen. Herzlich willkommen zu diesem ersten Gebetsabend. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Bitte steht auf, damit wir gemeinsam den Herrn loben können. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready
herrlich der Name ist, oh wie herrlich der Name ist, der Name Jesus Christus, Herr. Oh wie herrlich der Name ist, der unvergleichbar ist, oh wie herrlich der Name ist, der Name Jesus. Oh wie herrlich der Name ist, oh wie herrlich der Name ist, der Name Jesus Christus, Herr. Oh wie herrlich der Name ist, der unvergleichbar ist, oh wie herrlich der Name ist, der Name Jesus. Der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang, Sünde und Grab schweigen vor dir. Die Himmel laut tosen, vor Herrlichkeit loben, weil du nun auferstanden bist. Du an dein Gegner, keiner vergleichbar. Gott, du regierst für alle Zeit. Dein ist das Reich und dein ist die Ehre. Dein Name thront in Ewigkeit. Oh, wie kraftvoll der Name ist. Oh, wie kraftvoll der Name ist. Der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie kraftvoll der Name ist, der unbesiegbar ist. Oh, wie kraftvoll der Name ist, der Name Jesus. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mire. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mire. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Ja, Herr Jesus, heute Abend stehen wir hier in deiner Gegenwart, in dem Wissen, dein Name ist mächtig, dein Name ist kraftvoll. Dein Name sagt uns, wer du bist und wie du bist. Und es ist so wunderschön, dass wir heute Abend in deine Gegenwart eintauchen dürfen. Wir haben schon gesungen miteinander, Herr, dass deine Gegenwart wie eine offene Tür ist für uns und du lädst uns heute Abend ein, zu dir zu kommen. Ich danke dir, Vater, für jeden, der jetzt dabei ist, hier im Bucheck, für alle, die online dabei sind, Herr, für alle, die heute Abend in Chur dabei sind. Vater, ich danke dir, dürfen wir miteinander heute Abend beginnen oder in diesen Abenden beginnen, dein Angesicht ganz neu zu suchen. Und ich danke dir, hast du gesagt, wer mich sucht, wird mich finden. Amen. Amen. Grüßen wir doch einander. Herzlich willkommen. Schön seid ihr alle hier heute Abend. Ja, wir suchen Gottes Gegenwart. Also schön, auch hier zu Hause, ihr seid ganz Teil von dem, was hier geschieht. Hier sind so viele Menschen heute Abend, die sagen, wir wollen Gottes Gegenwart wirklich suchen. Wer von euch weiß, was Nebel ist?
Nebel. Keine Ahnung, was Nebel ist? Das ist das, was wir im Moment ständig haben, wenn ihr rausgeht. Und kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr durch die Nebeldecke durchbrecht und dann plötzlich irgendwo über dem Nebelmeer strahlt die Sonne auf und ich weiß nicht, ob sie auch schon so gegangen ist, vielleicht zum Skifahren oder so gegangen und plötzlich ist die Sonne vor dir und man atmet das so richtig ein, man genießt dieses Bild und genießt den Sonnenschein und denkt, das kann gar nicht sein. Vorher waren wir noch im Nebel unten und jetzt ein paar Minuten später im strahlend hellen Sonnenschein. Die ganze Atmosphäre hat sich verändert. Es ist, als wäre man in einer ganz anderen Welt. Und solche Bilder haben einen Impact, haben einen Einfluss auf uns. Sie machen etwas mit uns. Also wer das anguckt und traurig bleibt, naja, dem muss man sonst helfen. Also interessant, dass das, was wir anschauen, hat einen Einfluss auf uns. 2. Korinther 3,18, unser Bibelvers heute Abend und dann auch nochmal am Freitag. Hier heißt es, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir immer ihm ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist ein ganz, ganz, ganz starker Bibelvers und er erinnert uns mit dem Schleier zunächst einmal an Mose. Mose, was bei ihm geschehen war, sein Angesicht fing ja zu leuchten an und er hat dann diesen Schleier genommen, auch wegen den Leuten. Aber die Bibel sagt Folgendes, jedes Mal, wenn Mose ins Heiligtum ging, nahm er den Schleier ab. Und er sagte damit, wenn ich vor Gott komme, komme ich unverhüllt, komme ich offen, komme ich so, wie ich bin. Und liebe Freunde, die Bibel sagt uns, dass der Schleier, der uns die Augen gehalten hat, dass wir Jesus nicht erkannt haben, der wurde weggenommen von uns, als wir zu Jesus fanden. Und für uns heißt das, hey, wie Mose, hey, wir dürfen heute Abend mit aufgedecktem Angesicht, mit dem Wissen, wir werden diesem Jesus begegnen, wir werden Jesus sehen dürfen, wir dürfen so in diese Abende hineingehen. Und das Zweite ist, dass es hier heißt, wie in einem Spiegel. Und der Spiegel war eigentlich das beste Instrument damals, war noch nicht ganz so klar wie unsere, aber wer reingeschaut hat, der hat wirklich gesehen, wie er aussieht. Die waren damals noch aus Bronze, die hat man dann poliert. Und es war eigentlich ein Bild darauf, dass man etwas ganz gezielt eben auch betrachtet. Weiß ich, habt ihr auch schon mal vorm Spiegel gestanden mit einem Pickel? Ja, und so. Da schaut man ganz genau hin, oder? Und man möchte ja am liebsten, dass der dann weg ist von einem Moment auf den anderen. Ganz so einfach geht es zwar leider nicht immer, aber auf alle Fälle, der Spiegel zeigt uns ein Bild. Und hier sagt uns die Bibel, hey, dass Menschen in diesen Spiegel hineinschauen können und die Herrlichkeit des Herrn wirklich darin sehen. Wie in einem Spiegel. Und das Verb, das hier gebraucht wird, bedeutet so viel wie ganz bewusst hinsehen, mit aller Energie, mit ganzer Konzentration in diesen Spiegel schauen. Und für uns heißt das heute Abend, hey, und in dieser Woche, wenn wir Gottes Angesicht suchen, lasst uns zu Gott kommen und sagen, hilf uns, dass wir unsere Gedanken, unsere Konzentration auf Jesus, auf sein Wesen auch richten können. Und es ist interessant, diese Herrlichkeit ist nicht etwas Abstraktes, sondern schon Johannes sagte, im 4. Evangelium sagte er, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen die Herrlichkeit von Jesus und er dachte ohne Zweifel an die Art, wie Jesus gelehrt hat, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie Jesus Menschen geheilt hat, Menschen befreit hat, was Jesus ausgestrahlt hat. Er sagte, wir sahen diese Herrlichkeit von Gott. Und wenn jetzt etwas geschieht, wenn wir mit dieser Zuversicht kommen und ganz bewusst auch sagen, ich lege ab von mir, was mich irgendwie hindert, zu Jesus durchzubrechen. Ich lege ab, was mich hindert, ihn nicht sehen zu können, ihn nicht vor ihn kommen zu können.
dann geschieht etwas. Dann können wir Jesus anschauen und dann fängt ein Werk des Heiligen Geistes an. Und das ist das ganz, ganz Geniale, dass der Heilige Geist in uns ein Werk anfängt zu tun. Und zwar nur dann, wenn wir Jesus betrachten. Schaut, so oft denken wir, ja, wir müssen uns verändern, wir müssen Dinge überwinden, wir müssen kraftvoll sein, wir müssen dies und jenes ändern, wenn wir Gott gefallen wollen. Aber hier sagt uns die Bibel, hör mal, damit das geschieht, brauchst du ein Werk des Heiligen Geistes. Und wenn du dein Leben auf Jesus fokussierst, und wir sagen dem auch heute Abend, wir kommen in seine Gegenwart, wir richten uns auf Jesus aus, dann geschieht etwas. Dann fängt der Heilige Geist an zu wirken und er verändert uns. Er verändert uns. Schau, was wir angucken, das prägt uns. Wenn du schöne Dinge betrachtest, ich denke an Leute, die Freude haben an Blumen, Floristen, die denken immer an Blumen, denke ich mir jeweils so. Oder vielleicht warst du früher mal verliebt oder so, vielleicht auch heute noch, dann musst du immer an die Person denken. Und dann stellst du dir ihr Bild vor. Und liebe Freunde, und das hat einen Einfluss auf uns. Seid ihr auch mal verliebten Leuten begegnet? Die sind so ein bisschen komisch. Und es hat einen Einfluss. Und schaut, das Wunderbare ist, dass Gott sagt uns hier, hör mal, nicht du änderst in deiner Kraft ein Leben. Nicht du bemühst dich in erster Linie, sondern er sagt uns hier, komm zu mir, schau auf Jesus. Und dann wird der Heilige Geist in dir ein wunderbares Werk beginnen. Es heißt, uns von einer Herrlichkeit zur nächsten verändert. Er wird dich in einen Prozess hineinnehmen, wo du Jesus ähnlicher wirst. Er wird dich in einen Prozess hineinnehmen, wo du Jesus stärker noch in deinem Leben widerspiegelst. Und ich glaube, das soll uns heute Abend wirklich auch so ins Gebet hineinführen, dass wir das zuerst mal in Anspruch nehmen. Jesus, ich habe dich. Jesus, du wohnst in mir. Von mir wurde der Schleier weggenommen. Heute Abend ist der Weg offen in Gottes Gegenwart. Er ist offen und zwar für jeden von uns, die wir an Jesus glauben. Und so wollen wir heute Abend wirklich unverhüllt kommen. Wir wollen mit offenem Herzen einfach kommen und sagen, Herr, hier bin ich brauche dich. Ich komme bewusst, auch willentlich, von ganzem Herzen. Ich komme heute Abend zu dir in deine Gegenwart. Ich will dieses Wirken des Heiligen Geistes erleben. Und es kann sein, dass Gott dir Sünde bewusst macht in diesen Momenten. Warum? Weil in seiner Heiligkeit, da möchte Gott auch allen Dreck entfernen. Und dann machst Gott nicht schwer, dann bringst du die Dinge ihm, legst sie ab, nimmst Gottes Vergebung in Anspruch und dann gehst du weiter, Jesus zu begegnen. Und du darfst eines wissen und das erwarten, wenn du Gott suchst in diesen Tagen, dann wird der Heilige Geist ein Werk der Erneuerung, der Veränderung in dir bewirken, um dich von einer Herrlichkeit zur nächsten zu nehmen, Jesus ähnlicher zu machen. Und schaut, wisst ihr, warum ich das weiß? Ich weiß noch von den Jugendcamps, die wir hatten, wo wir Gott ganz speziell erlebt hatten. Die Jugendlichen kamen nach Hause und die Eltern kamen damals, also war ich noch Jugendpastor, zu mir und sagten, du, wir wissen nicht, was geschehen ist, aber das Lager hat ihm gut getan oder hat ihr gut getan. Und was war das? War die Gegenwart von Jesus. Heute Abend wollen wir wirklich hineintreten. Stehen wir doch auf und gehen wir doch gleich miteinander ins Gebet. Und vielleicht noch ganz kurz für die, die neuer sind hier, ihr dürft euch frei bewegen in der nächsten halben Stunde. Könnt ihr nach vorne kommen, Gebetskarten nehmen oder einfach lesen, dafür beten oder selbst welche ausfüllen. Ihr dürft euch gerne dieses Büchlein mitnehmen, das hier liegt. Ist ein Leitfaden zum Gebet. Bitte vergesst nicht, wenn Gott Dinge erhört in diesen Tagen, bitte berichtet es uns. Füllt Karten aus, Gebetserhörung. Wir glauben, dass Gott viele Gebete erhören wird in dieser Zeit. Und hier am Kreuz werden auch heute Abend, jeden Abend Menschen stehen, um einfach Menschen auch zu dienen, die sagen, ich wäre froh, jemand könnte für mich beten. Und Jesus, so kommen wir heute Abend zu dir
mit unverhülltem Angesicht kommen wir zu dir in deine Gegenwart und wir wollen dich suchen im Gebet. Wir wollen Stille halten vor dir. Wir wollen uns deinem Heiligen Geist erlauben, uns in diesen Zeiten zu erneuern, zu verändern. Ja, uns wirklich von einer Herrlichkeit zur nächsten zu bringen. Das, was schön ist, noch schöner zu machen. Das, was wir erkannt haben, noch tiefer zu bewirken in unserem Leben. Das, was wir schon haben, das noch schöner zu machen, als es schon ist. Ich danke dir von Herzen. Du tust das in diesen Momenten, wo wir hier zusammen sind. Halleluja. Das Gebet ist frei. Dürft euch frei bewegen, an euren Plätzen bleiben, knien, umhergehen. Und draußen im Foyer übrigens gibt es auch diese Zettel noch, die könnt ihr auch nehmen. Einen Segen abholen, so ein Bibelvers oder vielleicht selbst einen hinmachen. Auch das ist heute Abend möglich. Es gibt viele Möglichkeiten, heute Abend zu beten. Aber wir wollen beten. Amen.
alles vor dir ab. Jede Krone, mein Ballast, gib dir's ganze Leben, gib dir's ganze Leben. Ich leg alles vor dir ab, die Lügen, die Zweifel, wo ich hab, gib dir's ganze Leben. Ich schaffe jetzt Ruhe für dich. Komm, führ du mich nach dem Willen. Komm, führ du mich nach dem Willen. Ich schaffe jetzt Ruhe für dich. Komm, führ du mich nach dem Willen. Komm, führ du mich nach dem Willen. Where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. I will make room. I will make room. Whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you, Jesus. Whatever you want to do whatever you want to, and I will make room. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Have your way. Have your way, Lord. Have your way. Have your way, Jesus. Have your way. And I will make room. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Ja, Jesus, wir geben dir wirklich Raum in unserem Herzen, in unserem Leben, in unseren Gedanken. Herr, nimm du diesen Raum ein. Fülle du ihn mit dir selbst, mit deinem Wesen, mit deinen Gedanken, mit deiner Art, wie du bist. Herr, möge unser ganzes Herz wirklich so ausgefüllt werden von dir in diesen Tagen. Wenn wir deine Gegenwart suchen, Herr, dass wir eintauchen dürfen in dieses Meer der Herrlichkeit, dass wir berührt werden, Jesus, von dir, dass unsere Herzen weicher werden, dass sie empfindsamer werden für dich, für das, was dir gefällt, dass sie empfindsamer werden dürfen für das, wo du keine Freude daran hast, dass wir es lassen können. Und Herr, dass unsere Augen sehen dürfen, mit welcher Herrlichkeit du wirkst an uns, an denen, die glauben. Dass durch unser Leben größere Dinge geschehen dürfen auf dieser Welt. Dass wir berührt werden dürfen von der Herrlichkeit, die auf dir war.
Du hast gesagt, ihr werdet noch größere Dinge tun als ich. Und Herr, wir sehnen uns danach, dass deine Kraft, deine Auferstehungskraft, deine Kraft zum Glauben, zu vertrauen, Dinge zu sehen, die möglich wären, dass das zunehmen darf in unserem Leben. Herr, ich weiß eines, jeder, der hier ist, der wird von dir gesegnet sein. Jeder, der hier ist und dich ernsthaft sucht im Gebet, wird wissen dürfen, Gott lässt sich finden. Und meine Beziehung mit Gott wird nicht mehr dieselbe sein nach diesen 21 Tagen. Mein Glaube wird nicht mehr derselbe sein nach diesen 21 Tagen. Mein Leben im Sieg mit Jesus wird nicht mehr derselbe sein wie jetzt. Und ich werde mehr noch mit Gott auch sehen und wie er Gebete erhört und Durchbrüche schenkt und mich gebraucht zum Segen von anderen Menschen. Oh Jesus, ich freue mich, Herr, dass du in diesen 21 Tagen deine Gemeinde aufbaust. Aufbaust mit Kraft, aufbaust durch dein Wort, aufbaust durch den Dienst der Ermutigung und der Stärkung, Herr. Halleluja, Halleluja. Und wir wollen miteinander noch in ein paar Gebetsanliegen auch einstimmen und eins werden. Ich möchte die Projektion bitten, dass sie uns doch diese Anliegen noch zeigt heute Abend. Nummer 1, genau. Dass wir wirklich eine Gemeinde sein dürfen, die Gott sucht, die ihn oder betrachtet, die eine Sehnsucht hat. Und dass wir nicht kommen wegen dem Gebet, sondern dass wir kommen wegen Jesus. Und das Gebet ist die Art, wie wir nachher auch ihm begegnen wollen. Und dass diese Gesinnung in unseren Gottesdiensten und Kleingruppen spürbarer wird, wenn wir zusammen sind, dass du einfach merkst, die Menschen sind da, um Jesus zu begegnen. Die Menschen sind da, weil sie Jesus erleben möchten. Und dass der Heilige Geist uns wirklich diese Schönheit von Gottes Gegenwart offenbart. Mein tiefster Wunsch wäre für uns, dass wir nach der nächsten Woche sagen würden, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt richtig leben konnte, ohne mit dieser Gegenwart von Jesus verbunden zu sein und verbunden zu bleiben. Das wird dann die nächste Woche sein. Und ich fände es schön, wir könnten noch zu dritt oder zu viert auch miteinander jetzt beten. Ich denke, da dürfen wir einander auch segnen, dürfen wir einander wirklich auch zusprechen, dass Gott diesen Hunger, dieses Verlangen in uns auch erneuert und weckt, einfach so, wie du es brauchst. Das wollen wir jetzt noch tun und dann werden wir in einigen Minuten abschließen.
Ja, Vater im Himmel, deine Gegenwart ist spürbar hier durch den Heiligen Geist. Und ich habe heute Abend selbst so deine Gegenwart verspüren dürfen, habe gemerkt, wie du mein Herz ruhiger machst in Dingen, wie du meinem Herzen eine größere Sanftmut gibst für Menschen, an die ich denken durfte. Und das ist dein Heiliger Geist. Und danke, Geist Gottes, dass du weiterfährst in diesen Tagen, uns noch tiefer hineinzuziehen in die Gegenwart Gottes. Dass wir diese Veränderung spürbar wahrnehmen dürfen. Und dass wir nach diesen 21 Tagen Gebet, dass wir nicht mehr die gleiche Gemeinde, nicht mehr die gleiche Kirche sind, wie wir es waren am Anfang des Jahres. Sondern dass du noch viel, viel mehr sichtbar und spürbar durch uns sein kannst, Herr. Und ich danke dir, hast du das verheißen in deinem Wort und deine Versprechungen sind Ja und Amen. Halleluja. Halleluja. Ah, es war so schön mit euch, so schön mit Jesus hier zu sein. Morgen Abend geht es weiter um 7 Uhr hier oder online. Und wir wollen weiter in Gottes Gegenwart suchen. Ihr werdet es nicht bereuen, Gottes Angesicht gesucht zu haben. Amen. Grüßen wir einander, kommen gut heim. Gottes Segen.